Und somit willkommen zurück und wir dürften hier ein paar Katapult aufstellen. Das geht noch nicht. Ah, und ich bin schon wieder mal verlangsamt worden. Auf jeden Fall. Sieht es so aus. Viel schlau ist es aber nicht rum. Gehen wir weiter im Text. Metzel, Metzel. Zwar eigentlich im Moment gar nicht so viel Bock drauf, aber... wir wollen ja nicht noch Erfolg haben, also... Dämonen erledigt. Glaubt ihr, dass Irena beeindruckt sein wird? Den Himmeln sei Dank, dass ihr hier seid. Bis auf 4 Mann sind alle tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Durch den ganzen Dreck da unten können wir nicht erkennen, was schiefgelaufen ist. So, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Sie töten, würde ich sagen. Freiter! Wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Oh, machen wir ja. Der Aufzug bewegt sich wieder. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Dämonen, macht euch bereit, Männer. Das werde ich nicht tun. Ich brauche mehr Zeit. Sieg! Ohne eure Hilfe wären wir gefallen. Es war uns eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Okay. Aber es ist noch nicht für wenig mehr, oder? Das Ding da drüben. Noch nicht bereit. Kratos, führt meine Hand. Ich glaube, ich muss irgendwann einmal noch nachlesen, ob es irgendeinen Schutz gibt gegen den Verlangsamungsseich. Das geht noch nicht. Meine Liebe vernichten euch. Danke, wieder normal. Okay, jetzt gerechnet, dass ein Monster da raufkommt, aber in dem Fall nicht, hä? Ich hab keine Ahnung, wenn ich auch nicht mehr. Lauft! Okay.
wieder mal ein bisschen Last unterwegs da. Sie kommen zurück! Macht euch bereit! Noch nicht bereit. Wo laufe ich am Kreis? Wird noch Lost unterwegs im Moment? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Und dann haben wir wieder ein paar aufhören. Ich brauche mehr Zeit. Wo ist ja nicht? Okay, da jetzt sind viele. Auf keinen Fall. Noch nicht bereit. Yay. Das geht noch nicht. Ihr müsst derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben! Exzellent! Zeit. Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Schauen wir ihn hier noch an. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ich finde, das ist gut gelaufen. Ja, aber es könnte ein bisschen schneller sein, ne? Irgendwie ist es ein bisschen langsam. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. Unmöglich. Geht ein bisschen Gas, damit aufziehen. Ich brauche mehr Zeit. Die Feuer sind angezündet. Die Katapulte schießen auf das Schlachtfeld. Vielleicht lässt sich die Bastion ja doch. Sonst hast du nicht mit. Die Feuer sind angezündet.
kann ich nicht. Unmöglich. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Alle sind tot. Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Ich brauche Wut. Auf keinen Fall. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Mehr Wut. Wir haben's geschafft. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Sie werden es noch bereuen, jemals ihre hässlichen Fratzen in der Bastion gezeigt zu haben. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Gut, zwei hätten wir. Einer müsste einfach noch übrig sein. Kampf. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun. Noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Der letzte im Fall. Seid ihr alleine hier oben? Das kann ich nicht. Ich brauche Wut. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Katapult. Ich bin nicht stark genug, dich alleine hochzuziehen. Könntest du bitte meinen Freund da drüben fragen, ob er nicht verdammt nochmal mit anpacken könnte? Noch nicht bereit.
Auf keinen Fall. Oh ja, ganz genau. Beachtet mich einfach gar nicht. Ich versuche einfach, dieses verdammt große Katapult alleine zu bewegen. In Ordnung? Das geht noch nicht. Das ist doch klar, ich will noch probieren helfen, aber... Ich kann nicht glauben, dass ihr mich das alleine machen lasst. Noch nicht bereit. Geschafft. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Mal schauen. So. Kehre in die Bastion zurück. Ja gut, dann tun wir retour. Aber ein Schnellreisepunkt jetzt nicht um. Ihr denkt vielleicht jetzt ja an einen Punkt, aber in dem Fall... Nein. Werdet mich doch in diesem Haus nicht sterben lassen, oder? Moment. Antwortet lieber nicht. Okay, dass wir jetzt da weiterlaufen muss, finde ich ja ein bisschen mühsam, aber... Geht oben jetzt in Ruhe, wenn man übersehen hätte. Ob es etwas Schlaues ist, ja, sieht nicht so aus. So sind wir am Kämpfen. Wir sind da gemütlich am Weiterlaufen. Ist da wirklich so gedacht, oder mache ich jetzt auf einen riesen Scheissdreck? Der Narr, der meinen Bruder Belial getötet hat, versucht nun den Soldaten der belagerten Bastion beizustehen. Bei ihm ist ein Mädchen, das unser aller Untergang sein könnte. Doch ich bin nicht Belial. Er war schwach und verbarg sich hinter seinen Illusionen, die ihm natürlich nichts genutzt haben. Wir werden unseren Sieg durch Blutvergießen erlangen. Okay, wenn du da meinst. Mal da retour. Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten
Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Okay, wenn du das sagst. Oh, und der möchte wieder mal reden mit uns, komm. Fragt ihr euch manchmal, was jetzt in Caldeum geschehen wird? Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an den Menschen dort, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Ashara wird dort sein, um den Frieden zu wahren. Ich hoffe nur, dass sie beim Wiederaufbau weise vorgehen werden. Ich habe gesehen, welchen Schaden Leoric und Diablo in Tristram angerichtet haben. Ich bete, dass Caldeum nicht das gleiche Los ereilt. Von der brennenden Wüste bis hin in den eisigen Norden. Ihr macht es uns nicht leicht, oder? Wo immer die Herrscher der Hölle sind, da gehe ich hin. Wenigstens gibt es hier einiges zu tun. Diese Männer kämpfen mit stumpfen Schwertern und verbeulten Rüstungen. Es tut gut, helfen zu können. Okay. Bist du wenigstens ein bisschen abgelenkt, oder? Und da sind meine Begleiter, hä? Kochen und Haferschleim servieren ist vielleicht nicht besonders glorreich, aber diese Männer können nicht mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Oh, ich glaube, da ist noch eine Waffe, die man nicht gerne mitnimmt. Du bist ein Heiler. Der Templer ist zum Sagen. Bei näherem Untersuchen von Yonders Tagebuch habe ich eine herausgerissene Seite gefunden, die im Einband versteckt war. Ich glaube, dass sie aus einem der Folianten stammt, nach denen ich suche. Außerdem hat er an den Rand Notizen gemacht. Vielleicht werde ich durch sie in Erfahrung bringen, wo der Foliant ist. Ich habe Leichen gesehen, die glücklicher aussahen. Was ist los? Es erscheint merkwürdig, dass Yonda eine Seite versteckt. Es wirkt wie der Beweis zu einem Verbrechen. Ich habe bereits Gründe gefunden, um an der Ehre meines Ordens zu zweifeln. Was, wenn es noch weitere gibt? Was durchaus nicht unvorstellbar wäre. Was ist mit eurem Meister, dem Bischerei-Fürsten, geschehen? Meine Schwestern und ich warteten, bis all seine Schüler versammelt waren, um einen höheren Dämon zu beschwören. Wir erschlugen sie alle bis auf den letzten Mann. Doch sie verfluchten uns, während sie im Sterben lagen. Meine Schwestern und ich. Wir wurden besiegt. Finsternis umschloss uns. Und unser Tod schien gewiss. Als ich zu mir kam, blickte die dunkle Gestalt des Propheten auf mich herab. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Okay. Wo ist denn da unten? Die Waffenkammer der Bastion. Immer da? Ich glaube nicht. Gerade sind neue Da ist ein Händler. Da ist auch ein Händler. Da hinten ist... Okay. Krankenzimmer. Können wir mit euch kommen und kämpfen? Lass ihn in Ruhe. Kannst du nicht sehen, dass er beschäftigt ist? Ich wünschte, mein Mann hätte lange genug gelebt, um zu sehen, wie ihr für unsere Familie kämpft. Ich bin stolz, sein Opfer ehren zu dürfen. Okay, ich liege durch, hä? Es ist einfach unnatürlich, von einem so heißen Ort an einen so kalten zu kommen. Die Veränderung tut meinen alten Knochen nicht gut. Ich gehe, wohin ich gehen muss. Und was ist das für ein Lärm? Das klingt, als wären wir mitten in einer Schlacht. Das sind wir. Und es ist eine große Schlacht. Ja, das ist wohl wahr. Ihr seht nachdenklich aus. Oh, ja. Erinnerungen sind nutzlos, nicht wahr? Man kann sie weder essen, noch sie gegen Essen eintauschen. Ich bin froh, dass sie mir langsam entschwinden. Ich habe mich gerade an die Zeit erinnert, als ich das Juwel bis nach Skovos verfolgt habe. Eine lange Geschichte. Aber sagen wir einfach, dass es zwischen den Seeungeheuern und Giftpfeilen erneut verloren gegangen ist. Wie enttäuschend. Oh, das war's. Aber als die Decke des Theaters nachgab, fiel ich direkt in den Schoß des Fräuleins, das bald darauf meine 7. Frau werden sollte. Ihr gelang es, mich zu trösten. Ihr hattet 7 Frauen?
Oh nein, 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 nein. Ich war um einiges häufiger verheiratet als 7 Mal. Aber nie mit mehr als 2 Frauen gleichzeitig. Ich möchte ja nicht, dass irgendwer behauptet, ich wäre gierig. Ja, gut. Oh, ich noch mal etwas zum Sagen. Gut. Erzählt mir eine weitere Geschichte aus eurer Vergangenheit. Vor langer Zeit beschloss ich einmal, über die gefrorene See zu schwimmen. Ich hatte gehört, dass wunderschöne Frauen in ihren Tiefen leben würden und ich hatte vor, ihre Bekanntschaft zu machen. Traurigerweise habe ich sie niemals gefunden und ich wäre fast ertrunken, wenn mich nicht ein Schiff voller Perlentaucherinnen gerettet hätte. Sie erlaubten mir, einige Zeit als Koch bei ihnen anzuheuern und lehrten mich ihre Arbeitstechniken. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass ihr schneller schwimmen könnt, wenn ihr alle Kleidung ablegt? Ja gut, dann würde ich sagen, das wäre es gewesen für die Folge, halt wieder mal ein bisschen kürzer, aber sei denn... Ah nein, da ist noch zum Zeug identifizieren. Ich wollte sagen, es sei denn, da kommt noch irgendein Geschichtchen vor, aber in dem Fall nicht. Somit vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.